Moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen. Und ja, ich muss mein Auto schnell abschliessen. Nein, ist abgeschlossen. Warum denke ich muss abschliessen? Genau. Erste Mal in dem Jahr, und das allererste Mal das Jahr, Moment, ich muss noch schnell ein Loch aufmachen, vorne, wo ich das Jahr fahre. Ich hoffe jetzt nur, dass er auch anspringt, sonst habe ich zwar genug grosse Bahn da. Oh, ey, ich habe die Batterie so lange nicht gebraucht. Ich habe die Batterie so lange nicht gebraucht, habe sie jetzt geladen und es funktioniert auf Anhieb. Ey, das ist so krass. So, boah, ist das geil, das TÜV jetzt. Boah, ist das geil. Ich weiss, ich spinne jedes Mal, wenn ich auf den TÜV steige, extrem rum. Aber, Moment, lass mich ausmachen, weil wir gehen zuerst noch pumpen. Ich weiss, ich spinne jedes Mal so sehr wenn ich auf dem TÜV bin, aber jetzt, ich habe glaube noch nie so lange Pause gehabt, wenn ich TÜV fahre wie jetzt. Es ist Februar, bald Ende Februar und bin so lange nicht mehr TÜV gefahren. Also ich bin sonst eine Zeit lang immer gefahren, aber ich habe ja so alte Autos gehabt, die ich wollte schonen, also dass es nicht noch mehr genutzt wird. Und jetzt, seit ich das neue Auto habe, bin ich wirklich wenig mit dem TÜV unterwegs gewesen. Aber sobald es wieder wirklich sicher ist, so wie jetzt, muss ich einfach TÜV fahren, ob ich will oder nicht. So, und jetzt gehen wir aufpumpen, Pneu aufpumpen. Ich bin auch so ein Spast, ich tue die einfach so vernachlässigen. Ich bin monatelang gefahren mit Pneu, die unten sind. Und jetzt nicht Poprometer hin oder her. Ich gehe gerade an die Tankstelle und das aufpumpen. Und dann sehen wir uns gerade wieder. Jetzt sind wir da beim Weber Landmaschinen oder wie man sagt, aufpumpen. Und keine Angst, dass ich gratis pumpe, weil da steht man so zu zahlen. Ich habe letztes Mal eine 10er-Note reingehauen. Also ich glaube für eine 10er-Note, kann ich viel pumpen. Da kann ich glaube lang pumpen für 10er-Noten. So, ich könnte ihr mal zeigen, wie viel das hier so pumpt. Ich habe jetzt nachgelesen, ich muss jedes Mal nachlesen. Die schreiben 2,25 bis 2,5 vorne und hinten 2,9. Ich mache das jetzt aber vorne 2,5 rein. Schau mal, wie dann so das Fahrverhalten ist. Moment, wo ist der Scheissstöpsel da oben? Wie das Fahrverhalten so ist. Und schreibt mal eher gerne in die Kommentare, wie viel ihr so pumpt. Ja, okay, ich habe nicht viel verloren. So. Hat eigentlich fast noch richtige Menge gehabt. Oder hat sogar die perfekte Menge drin gehabt. Ich habe jetzt minimal aufgepumpt vorne. Jetzt rein. Ich hasse es extrem, immer das Aufpumpen, ich weiss nicht. Obwohl es eigentlich mega schnell gemacht ist. Aber ich kann es irgendwie gepackt, ich finde es irgendwie mega blöd. Moment. So, oh, China ist viel zu wenig. Hast du gesehen? 2 habe ich jetzt China. China ist viel zu wenig gewesen. China habe ich viel verloren. Ich weiss nicht, ob das Gewicht hinten drauf steht. So. Oder warum das mich hinten fast keinen Druck drin hatte. Gut, jetzt fahren wir dann los und sehen uns gerade auf der Straße wieder. So, jetzt sind wir auf der Straße und ich habe schon mit vielen Leuten geredet, wegen, ja, ich wollte lieber TÜV fahren, um Geld zu sparen und so. Und dann viele Leute sagen so, ja, aber was sparst du denn? Du hast, TÜV ist ja auch teuer. Und dann muss ich sagen, es kommt immer aber drauf an. Wenn ich jetzt einen VW Polo habe, irgendwann, weiss ich nicht, was für ein Jahrgang, der Hinterhofwerkstatt kann man den gut flicken, gut Service machen. Und ich zahle praktisch nichts für den Service. Egal, wenn ich neu bauen muss, alles wäre praktisch gratis, sagen wir mal so. Dann wäre es wahrscheinlich teurer mit dem TÜV. Aber da ich ein Auto habe, das niegelnagelneu ist, beziehungsweise mittlerweile 30.000 Kilometer drauf hat, und ich habe jetzt da 42 drauf. Oder auf dem TÜV. Dann sage ich, hey, ich würde lieber jetzt so viel fahren, bis der TÜV vielleicht 60.000 oder 70.000 Kilometer drauf hat, dass man sagt, hey, es lohnt sich nicht mehr. Du bist jetzt so viel mit dem TÜV gefahren, am besten nimmst du ein Ersatzteil und schmeißt den Motor zum Beispiel weg und nimmst einfach so Ersatzteile. Wenn irgendjemand so die gleiche TÜV hat, sage ich mal blöd gesagt, aber der Motor und vielleicht die Federn und so kannst du vielleicht wegschmeißen, als Beispiel. Aber dann kaufe ich mir für vielleicht 3'500 Franken wieder einen TÜV mit 10.000 Kilometer oder so. Ein bisschen angebraucht, ein bisschen Occasionen TÜV und kann wieder Gas geben. Aber wenn ich auf meinem Auto jetzt, habe ich schon 31.000 Kilometer drauf, wenn ich jetzt wieder Vollgas gebe, durch die ganze Summe nie mit dem TÜV fahre, immer Auto, dann kann ich mit dir wetten, dann habe ich Ende Sommer irgendwie 45.000 Kilometer drauf. Oder so. Oder keine Ahnung wie viel, aber darum ist eigentlich mein Ziel wirklich safe
ist mein Ziel, wirklich viel mit dem TÜV unterwegs zu sein. Wirklich viel. Und das Ding ist, der Service, ich weiss das gar nicht mehr ganz genau, wie viel das kostet. Ich glaube, etwas mit 900 Steinen. Da habe ich Pneu vorne und hinten neu, Bremsklötze oder Bremsscheiben. Nein, Bremsklötze neu, dann die ganzen Flüssigkeiten, sonst Service mit irgendwie, was ist es gewesen? Ventilspiel und so Zeug. Und habe etwas mit 900 Stutz gezahlt. So, löhnt der kurz durch. Habe irgendetwas mit 900 Stutz gezahlt. Für den Tick-Service. Und, aber Benzin kostet nicht etwa die Hälfte, weißt du? Ich fahre eine Woche, dann sehe ich langsam, der Tank ist leer. Und dann kann ich es belächeln, weil ich weiss, ich zahle nicht einmal 20 Franken, wäre schon mega viel. Also ich zahle vielleicht 15 Franken für den ganzen Tank. 15 Stutz! Und beim Auto, gut, mein Auto ist schon, hat einen kleineren Tank als mein letztes Auto und ist sparsamer. Das ist schon mal sehr gut, aber trotzdem, Autofahren ist ziemlich teuer. Also, ich will jedem sagen, also, Autofahren ist nicht günstig mit dem Vollgas gehen, mit dem Parkplatz, mit dem Leasen, das sammelt sich, oder? Wenn man nicht least, man muss trotzdem irgendwie, also egal, ob du leasest oder nicht. Du musst ja trotzdem irgendwie zahlen, es ist ja nicht gratis. Also weißt, ich habe jetzt durchs Leasing vielleicht 2000, also wir haben es ausgerechnet. Es wird zwar noch günstiger gehen, es gibt solche Leasing, wo du 0% zu viel zahlst. Und ich zahle auf das ganze Auto, wo Neupreis 30'000 Franken sind, zahle ich irgendwie 2'500 oder 3'000 Franken zu viel. Also wenn ich es gerade kaufe. Also durchs Leasen verliere ich jetzt 3'000 Franken, beziehungsweise ich lease es ja bis es eigentlich, schau, Grenzwacht, die sind vorhin an mir vorbeigefahren. Ich lease es ja eigentlich so lange, bis es fast richtig aufgebraucht ist. Aber ich finde Grenzwacht gut, dass wir Grenzwacht haben. Ich habe aber zwei Sachen im Kopf, zwei Dorn im Auge. Der Dorn Nummer 1 bei der Grenzwacht ist der, wenn sie Leute mit Schweizer Kennzeichen rausnehmen. Ich weiss nicht, was die Regel von der Grenzwacht ist, aber ich meine, ich habe Sachen reingeschmuggelt in die Schweiz. Gut, ich kann es nicht verzollt und so. Gut, wegen dem kannst du mich hops nehmen. Aber sonst, schau lieber, dass die ganzen Lastwagen, schau lieber, dass die ganzen Autos mit, die jetzt nicht böse sind, das soll kein politischer Podcast sein, aber die ganzen Autos mit ausländischen Kennzeichen, die müsst ihr kontrollieren. Und nicht die Leute, die auf dem Highway sind. Also weißt, und was ich auch ein bisschen Ton im Auge habe, ist, wenn die auf dem Kreisverkehr drauf parkieren. Das mache ich auch sehr gern. Das finde ich auch ein bisschen witzig. Da. So. Boah, ich habe so vermisst, TÜV fahren. Ich schwöre, ich habe kein lauter TÜV, aber nur den Moment, wo ich gestartet habe. Boah, ist das geil gewesen, Alter Mann. Boah, ist das geil gewesen. Ich glaube, die nicht TÜV fahren, die verstehen es nicht. Die nicht TÜV fahren, die können es 0% verstehen. Was da so geil dran ist. Nein, so schnell ändert sich der Plan. Es ist jetzt ein E-Mail gekommen, dass ich bei meinem Postfach in Deutschland ein Brief bekommen habe. Ich kann abholen. Und dann habe ich da geschaut. Ich habe ein Thermometer im Fenster gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es ist sinnlos, ich schaue aufs Handy, wie warm das ist, obwohl ich ein Thermometer im Fenster legen kann. Ja, ein Thermometer ist immer noch genauer, als wenn du noch die Hand raushebst. Und dann habe ich gesehen, es ist irgendwie 12 Grad. Und ich habe einen völlig anderen Plan gehabt. Aber weil das Päckchen angekommen ist im Deutschen, habe ich gedacht, nein, ich kann jetzt nicht irgendwie, weiss nicht wie lange warten. Ich muss es jetzt abholen, das ist bei mir immer so. Und jetzt komme ich am 20, glaube 2 Jahre. Das heisst, ich hoffe, dass ich vor um 3 wieder daheim bin. Vor um 3 wieder daheim wäre super. Ja, ich würde mal sagen, wäre es das gewesen. Ein kleiner, aber feiner Motorvlog. Und dann, ja, eben den schönen. Euer Obskur 94. Ciao miteinander.